Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir haben uns hier gemütlich mal Platz gemacht neben dem Hexer-Doktor Kejabu, mit dem wir eigentlich ein kurzes Gespräch halten, aber ich persönlich habe jetzt gedacht, genau, wow, okay, alles klar. Ich habe die ganze Zeit gedacht, da ist doch ein Flugplatz, da sollte doch irgendwo ein Händler sein, weil unser Beutel langsam leer ist, aber da innen haben wir jemanden mit einem Ruhestein. Was bedeutet, wir können bei ihm unser Zeug verkaufen und nachher unser Talent noch abändern. Nice. Dann würde ich sagen, wir verkaufen jetzt ganz kurz schon unsere Sachen. Was ich noch vorhabe ist, ich habe ja mal gesagt, ich würde unbedingt gerne mal noch ein Dungeon machen. Jetzt müssen wir mal schauen, weil wir haben, welche Dungeons wir alle überhaupt machen können. Es sind schon einige, die wir machen könnten. Ich würde sagen, wir machen einfach mal Gruppen finden, können unser Zeug gemütlich in dieser Zeit verkaufen, unser Talent noch abändern. Oh, jetzt muss ich noch ein Beutel drauf machen, ich nuddle. Und dann können wir ja gerade mal güchseln. Ob wir da genug schnell in ein Dungeon reinkommen und währenddessen eigentlich auch noch... weg mit dem... Alles weg eigentlich. Vergleichsschriftrolle mit uns, das brauchen wir auch, ist auch gewusst. Wir haben sehr viele Sachen, die ich gerne ins Lager würde tun oder verkaufen. Mann. So, aber das tun wir auch weg, das sollte ich noch unbedingt mal benutzen. Der Rest können wir eigentlich alles ins Lager rühren oder behalten. He? Okay, let's go. Und dann habe ich noch zwei Sachen, die ich aufmachen könnte. Gold und Fleisch. Das Fleisch verkaufen wir auch gerade mal noch schnell. Och, Jägerli. So. Jetzt haben wir nämlich schon wieder mehr Platz im Inventar. Eben das Zeug da, das würde ich alles dann gerne mal noch in den Bunker rühren oder selber noch verwenden. Und jetzt muss ich aber noch schnell schauen, dass wir... Genau, jetzt gehen wir nämlich auf Stampfen. Wir machen jetzt Talent Stampfen das mal. Wenn ihr Stachelpfeilen setzt, stampft eure Begleiter auf den Boden. Das heisst, die zwei Begleiter werden dann auf den Boden stampfen, oder einer wenigstens davon. Und dann werden sie mit der Aggro ziehen. Das heisst, die Fähigkeit... Nicht die, sondern die Fähigkeit können wir mal rausrühren. Und dann reden wir doch mit dem Hexer-Doktor Kejabu. Ihr habt was gemacht? Ihr könnt doch nicht... Ihr dürft keine Loa umbringen. Ja, wieso nicht? Wieso darf ich keinen Loa umbringen? Findet Schattenjäger da Jul am Grabhügel. Questane. Und dann hat noch Prinzessin Taljana noch etwas für uns. Erzählt Taljana von ihrer Erfahrung mit Bousandi und Hirek. Okay, dann erzählen wir ihr das Geschichte. Also sagen, Bwonsamdi hilft euch und ihr habt Hirek getötet? Ja. Beeindruckend. Gell, wir sind richtig beeindruckt. Es fehlen nur noch 2 Loa. So, Questbänder, noch 2 Loas fehlen uns. Ich habe sowieso zu Torga, tun. dem Schildkröten-Loa. Also der Schildkröten-Loa. Gut, ihr dürft mich... Ich würde mal behaupten, wenn wir in dem Fall mit ihm mit. Torga, den Schildkröten-Loa. Das ist ein Folgt dem Vater tortolanischen Pilgern, um zu Torga, dem Loa der Schildkröten zu gelangen. Also blöd gesagt, haben wir die Hälfte von allem schon erledigt. Nicht schlecht. So, wie lange sollten wir? 10 Minuten haben wir circa Wartezeit. Aber der darf nicht zu viel Lärm machen. Das ist ziemlich lang. Und die Ärmel hinterher ziehen. Verpassen. Wir können uns Das ja ist beim nicht das nächsten Mal erste mehr Mal, dass ich mit unterhalten. euch Tortolanern zu tun habe und euren endlosen Geschichten. Konzentriert euch und lauft weiter. Also der erzählt uns in dem Fall immer wieder Geschichten. Wir werden uns gut verstehen, Prinzessin. Okay. Wir folgen am Laschk. Der bringt uns in dem Fall ins Lager von denen. Wo wir dann langsam den Schildkröten-Lua werden treffen. Also jetzt haben wir ja momentan den Fledermaus getroffen, den haben wir getötet. Und dann haben wir den Bousandi getroffen, den Lua vom Tod. Und der hilft uns ja. Das heisst, jetzt fehlen uns eben nur noch 2, wie die gesagt haben. Ja, müssen wir euch begleiten? Nein, die verschwinden einfach. Ich habe gemeint, wir müssen jetzt dann mit ihnen den ganzen Weg auf uns nehmen. Wie es aussieht, ist das nicht der Fall, sondern wir können direkt wirklich einmal durchreiten. Dann machen wir doch das. 700 Meter. Dann machen wir doch das. Oh, ich bin heute richtig gut gelaunt. Das erste Mal Schnee. Habt ihr das auch gesehen? Wunderbar. Also ich weiss gar nicht, da wo ich wohne, hat es halt immer wieder mal gerne schneller Schnee als irgendwo anders. Aber es hat geschneit und das hat mir richtig gute Laune gemacht. Weihnachtsstimmung kommt langsam auf. Ja, so langsam gefällt mir das Wetter draussen. So, den habe ich gesagt, wollte ich noch einsetzen. Genau, Poda. Dann haben wir wieder ein Plätzchen mehr. Dass ich langsam mal alles gemacht habe, was wir machen sollten. Weil ich bin ja recht ein vergesslicher Mensch. Der dann immer wieder mal das Zeug nicht erledigt, das er erledigen sollte. Und eben das wie 10 Minuten durchschnittliche Wartezeit, das ist dann schon fragwürdig, ob wir das Dungeon machen, wenn wir 10 Minuten lang darauf warten müssen. Die Frage ist, ob ich sonst beim nächsten Mal, also in der nächsten Folge, wenn das jetzt wirklich nicht schneller funktionieren, schon das Dungeon suchen und aufs Dungeon warten an dieser Position und dann, wenn das Dungeon anfängt, eigentlich anfangen auch aufnehmen.
dann einfach nicht weiter gewesen, sondern wirklich, dass ich mir dann die Zeit nehme, eigentlich aufs Dungeon zu warten, dass wir dann mal eins erledigen können. Weil ich würde unbedingt gerne mal eins wieder sehen. Ehrlich gesagt. So, da sind wir schon. Kisha! Lass Kisha, erzähl mir. Ihr wisst, wo ich Torga finden kann. Was das? Ja, Sehe ich aus wie eine Reiseführerin? ja, Ich bin hallo? nur hier, um Torgas Geschichten zuzuhören. Also komm, folgt einfach igno- weiter der ignorieren wir Straße, die. dann Ignorieren wir findet die. ihr Torgar. Er ist Da haben wir noch eine etwas. riesige Schildkröte. Vielleicht 5 profane Totems mit Kaio Schriftrolle des Infernos. Ich mache mich besser vom Acker, bevor mich noch Ah komm, wenn wir schon da sind. Wenn wir schon da sind und das Kisteli hat sie da auch gerade, dann lohnt sich das für uns. Schriftrolle, ist da drin ein Kisteli? Nein, das ist irgendein Altar oder so. Mit Skelett. Ui. Ui. Dann ist da nicht nur ein Kisteli. Das Bonusziel ignorieren wir jetzt. Ausnahmsweise ignorieren wir das. Ausnahmsweise. Ich suche mein Kisteli. Das sollte eigentlich gerade da sein. Ist das? Nein, das ist auch nicht das Kisteli. Wo ist das Kisteli? Kisteli! 7% pro Monster. Es wären jetzt knappe 13, 14 Monster, die wir wieder töten müssen. Wenn wir das Bonusziel würden erreichen. Aber ist das Kisteli ober uns? Da oben dran? Das müssen wir nicht finden. Wahrscheinlich ist es ober uns. Mann! Schade, schade, schade. Hätte ich jetzt gerne gemacht. Komm, essen wir das einmal. Komm, wir töten. In dem Fall. Wir müssen uns aussehen sowieso die immer wieder töten, bis wir da an diesen Totems ankommen. Dann können wir das eigentlich auch machen. Ja, setzen wirklich auch beide in die Fähigkeit. Das heißt, sobald ich Stachelpfeil einsetze, das neue Talent ist geil. Das neue Talent ist wirklich geil. Jetzt können wir das auch beobachten. Wenn ich das einsetze, stampfen beide miteinander am Boden. Und der Krog von uns kommt uns auch noch unterstützen. Nice. Die Frage ist, dann setzt der Krog das auch ein, weil er wäre ja dann auch ein Begleiter eigentlich. So, la. Jetzt könnten wir das gerade mal ausprobieren. Was passiert, wenn wir da in einem Haufen reinstehen. Oh, der ist schon tot, darum. Genau, und jetzt ziehen die wirklich da auf sich. So wie ich das eigentlich gerne hätte. Aber es hilft mir nicht. Sie greifen trotzdem mich an. Nein. Nice, also das gefällt mir schon viel besser. Ganz ehrlich, es gefällt mir viel besser. Dann schieße ich nicht so wild umeinander, sondern wirklich unsere Drachenfalken machen den Rest. Da bin ich voll dafür, da bin ich voll dafür. So, dann tun wir den mal schnell. So aussieht, erreichen wir das Bonusziel nämlich auch so. Durch das, dass wir 2 Begleiter haben, die doppelt ausgelöst wird, machen wir natürlich einen sau guten Schaden. Und ich habe ja wirklich immer 2 Stachelpfeile aufs Mal am Parat, was natürlich auch ziemlich schmackhaft ist. Jetzt haben wir hier einen wieder ein. So, jetzt schauen wir gerade mal, wie viel Schaden das macht. Stachelpfeil. Und dann nochmal ein Stachelpfeil. Ja, es ist schon gut. Komm, das lassen wir. Wir lassen das einmal. Ich bin damit mal einigermaßen zufrieden. Besser als das andere, besser als das andere. So, dann tun wir den noch schnell. So, ja, das macht guten Schaden, es macht guten Schaden. Über 132 gemacht, einfach mal schnell so. Und das glaube ich ist dann pro, das ist schon genial. Das ist schon genial. So, dann machen wir noch das letzte Totem, dann haben wir das eigentlich erledigt. Aber jetzt haben wir schon 74%, komm, dann machen wir auch den Rest gerade noch schnell. Wir müssen da sowieso, wie es aussieht, noch etwas anderes gerade machen, was zu dieser Quest dazugehört, darum... Wow, nein, der Schaden ist genial mit so. Wir behalten das bei, wir behalten das bei. Wir haben unser neues Talent gefunden, ich bin total zufrieden. Let's go. Da können wir noch das Krokodil läutern, nehmen wir wieder mehr Prozent, vielleicht lange das auch gerade schon. Ah Mann, da vermisse ich am Todesritter sein Überwasserwandern. Die den Todesritter kennen oder schon mal gespielt haben, wissen, was ich meine. Jawohl, hat gerade gelangt. Haben wir ja gerade noch schnell jetzt können einsacken. Und jetzt wollen wir ganz kurz schnell mit dem da vorne reden. He? Okay. Schokka ist nicht mehr witzig, ich bin zu nah am Außenpost der Blutrolle. So, let's go. Wir helfen dir. Und, werte Dame? Schriftrolle der Weisen. Und was bringt mir das jetzt? Finde Schoak. Ich habe kein Ziel. Also dem hinten auch einfach. Sehe ich das richtig? Hä? Aufgabe abgeschlossen. Okay, okay.
Das ist aber schnell gegangen. Das ist jetzt wirklich schnell gegangen. Tretet näher und bloß nicht nuscheln. Nummer 3. Quests. Kannibale killen. Tötet 10 Kannibalinen. Von Nat 4. Keine Macht der Kannibalismus. Tötet die Leichenhetzerin Yal Aka, Yonggi und Noshra. 3 Gegner und wieder ein neues Teil für Retterjog von den Trollen von Natrakar. Gefällt mir ehrlich gesagt keins von beiden wirklich gut. Aber wir nehmen die Quest mal an. Es gibt wieder Gold. Es gibt wieder Gold. Das heisst, wir müssen jetzt eigentlich wirklich einfach mal noch das Dorf ein bisschen töten. Alles ein bisschen ausmerzen, die Böse töten, sodass die nachher auch keine Gefahr mehr darstellen, so wie das aussieht. So, noch einmal reissen. Diese und erledigt. Wow, ein Tausiger. Tausiger haben wir gemacht. Tausiger Schaden, das ist ziemlich gut. So, jetzt kommt dann gerade das da. Ich will euer Blut. Sie will unser Blut. Blut, Blut, Blut. So, da befindet sich da oben der erste, den wir müssen töten von diesen grossen. Was ist das da? Was ist das da? Oh! Nice, sind wir wieder grösser. Verursacher um 30 erhöht, Tempo 10 erhöht, Elite um 30 erhöht. Oh! Oh! Kommen wir mehr Schaden über, dafür machen wir mehr. Ja, würde ich sagen, easy. Für uns ist das ja gut, da wir unsere Drachenfalken haben, die eigentlich den Aggro ziehen sollten. Ah, das ist der da. Okay. Wir haben gerade noch einen Jäger gefunden, den wir mit unterstützen können. So, oder? Wow, das ist geil. Flächenschaden ist so geil. Jetzt wäre halt cool, wenn wir mehr den Stachelpfeil schon fast haben. Jetzt wollen wir uns das besser einteilen mit dem lieben Stachelpfeil. So, oder? Der erste Hammer. Der ist auch gerade auf dem Weg. Wir begleiten ihn mal. Ein Tower Level 45. Hat 2 wunderschöne Reittiere mit dabei. Ich persönlich habe da immer noch meine... Ja, töte dich. Ich fange mal mit dem an. Töte dich. Ich fange mal mit dem da an. So, la. So, wir müssen aber schauen, ob wir mal die Drachenfalken aufheilen. Genau, jetzt hast du dich drin gemischt, weil wir uns vorher bei dir auch drin gemischt haben. Das finde ich einfach nur fair. So, Ich brauche ein Ziel. nice! Next one ist tot! Wir haben ihn erledigt! Aber irgendwie fehlt uns da noch jemand. Ist der da oben drin? Also mir zeigt es da noch Sachen an mit Lichterin. Haben wir gelootet? Haben wir ihn ja? Oder müssen wir da drinnen etwas sammeln? Warum sammeln wir das noch schnell ein? Aber sonst haben wir da drinnen nichts zum Einsammeln. Ich habe irgendwie das Gefühl, er wartet sogar noch ein bisschen auf uns. Ah, den müssen wir noch looten. Aber ich glaube, den lassen wir jetzt mal schnell sein Zeug machen. Wir gehen jetzt mal da oben schauen. Leichenzerin Yonggi. Schauen wir, dass wir der schnell eins auf den Sippel hauen können. Ich glaube, mit dem Dungeon wird es gerade momentan wirklich nicht so viel. Weil 12 Minuten Wartezeit ist halt schon dementsprechend viel. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Doch, du hast ein Ziel. Du musst es einfach automatisch angreifen, nicht dass ich immer muss. Du Nudle. Du Nudle, du. So. Was haben wir jetzt? Schwach gerettet müssen wir noch. Und von diesen Leichenzerin Jako getötet haben wir noch. Die anderen haben wir 5 bis jetzt. Blut, Blut, Blut! Dann töten wir die mal schnell. Okay. Und dann können wir ja da noch schnell mitmachen. Dann können wir uns ja da noch schnell ein bisschen mitmachen. He? Okay. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas So. anvisieren. Der ist schaffst sicher voll alleine. Und jetzt müssen wir da rauf schnell die retten. Da.
Okay. Joak, wir haben dich gefunden. Come on. Arg, da kommen sie. Aufpassen. Wo? Ah, die da. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas Okay, let's go. analysieren. Bist du ready? Noch mehr? Ich habe kein Ziel. Okay. Einfach eine Horde voller komischen Lölis. Oh, das macht wirklich guten Schaden. Ich meine neue Fähigkeit, also jetzt das mit dem Aufstampfen, das gefällt mir mega. Das gefällt mir wirklich mega. Geht's noch? Wollt's gehen? Schlechter König, da mich am... Ich brauche ein Ziel. Nice! Erledigt! Guten Tag, werter Herr. Weiter geht's! Werte Dame. Müssen wir dich jetzt noch begleiten oder ist das jetzt abgeschlossen? Ich glaube, es ist abgeschlossen. Also wir müssen dich nicht großartig begleiten. Das Einzige, was mir auffällt, ist, dass das Kistchen irgendwo da. Aber wo? Ist das im Häuschen drinnen gewesen? Nein, das müsste... Ah! Du Nudle! Dann würde ich auch noch alleine einmal schon töten. Okay. Schade, sie zählt halt nicht als Fresser. Also das ist jetzt ein unnötiger Kill, den wir da eigentlich machen. Ich brauche ein Ziel. Ein völlig unnötiger Kill, den wir jetzt da eigentlich machen. Und jetzt will das Dungeon kommen. Wir lehnen es mal ab. Wir lehnen es mal ab. Ich glaube, ich mache das wirklich so, wie ich gesagt habe. Und zwar, dass wir sonst wirklich... Dass ich dann das Dungeon... dass ich eins annehme, also eins öffne. Und am Ort und Stelle eigentlich darauf warte, denn, dass wir... wie soll ich jetzt sagen? Dass ich... Bis das Dungeon kommt und dann fangen wir dann eigentlich mal voll gehen. Damit wir gemütlich auch von der Zeit her schön in ein Dungeon reingehen können. Weil so denke ich, wird das ziemlich ein bisschen mühsam sein. Wenn wir jetzt reingegangen wären, hätten wir jetzt irgendwie noch mal eine halbe Stunde gebraucht für das. Also ich hätte jetzt auch können sagen, gut, ciao zusammen, wir sehen uns im Dungeon wieder. Aber das finde ich auch nicht gut. Dann sage ich den Quest wir lieber jetzt noch schnell weiter, machen unsere Zeit schon voll. Und sonst kann ich das ja wirklich eigentlich in der nächsten Folge mal angehen. Dass ich so sage, so hey, ich nehme ganz kurz ein Päuschen, ich mache mir etwas zu essen in dieser Zeit. Melde mich mal beim Dungeon an und dann, wenn es kommt, fangen wir dann liebevoll voll gehen. Und dann sollte das ja eigentlich keine Sache sein. Ich will mein Kistchen, wo ist das? Da unten dran ist es nirgends, ich habe nichts gesehen. Wo ist mein Kistchen? Ach, dann ignorieren wir das halt in dem Fall auch noch. Mann, 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 Mann. Wir müssen jetzt noch 2 von diesen Kannibalen töten. Dann haben wir das nämlich eigentlich auch schon erledigt. Dann sind wir da auch schon gut vorwärts gekommen. Und dann können wir nämlich, glaube ich, zum Schildkrötenluo auch schon mal wieder einen Schritt näher. Jetzt hoffe ich eigentlich, ja, es zieht der Agro nicht so stark auf sie. Etwas anvisieren. Aber ich meine, wenn man das anschaut, das habe ich jetzt allein mit dem Stachelpfeil an Schaden gemacht. Ist das ja eigentlich nicht einmal so... Ich kann das nicht angreifen. Nicht einmal so schlecht eigentlich. So, Kannibalen, wie viel brauchen wir noch? Ah, sind alle. Okay. Okay, Doc. Dann ab aufs Mount. Ah, wir schaffen es nicht rechtzeitig, weil da so eine Nudel mich angreift. Ah, Mann! Zuerst etwas So, analysieren. Blut, Blut, Blut. Ja, jetzt hast du genug, jetzt bist du tot, jetzt bist du eine Leiche, jetzt kommt genug Blut aus dir raus. Mach dir doch da kein Sörgeli zum Zmörgeli. Let's go! So, in welche Richtung müssen wir? In die Richtung da, aber da 2 Aufpasserinnen, die ignorieren wir jetzt. Das sind nämlich Frauen an der Macht. So. Und von Frauen sollte man ziemlich aufpassen, weil wenn die mal Gummi geben, dann zeigen sie, wo der Hammer hängt. Let's go, einmal übers Wasser. Wo sind wir denn? Sind wir so weit gelaufen? Sind wir wirklich ein Stückchen weit gelaufen, ja? Ach du Heilige. Ah, da vorne. Oder? Nein, da hinten. Da habe ich drauf gedrückt. Also wir sind da wirklich ein gutes Stückchen gelaufen, ehrlich gesagt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Oder müssen wir komplett zurück dort ins Dörfli und darum ist das so weit. Ich glaube, es ist eher wegen dem. So. Ja, voll, wir haben dann da wieder komplett zurück müssen, darum.
Nicht zu dem, wo uns Quest gegeben hat. So, neue Sachen. Welches ist teurer? Das da. Zum Verkaufen dann. Kannibalen killen. Haben wir erledigt. Und Quest beenden. Dann haben wir mit euch eigentlich alles abgeschlossen. Sehe ich das richtig? Oder sind die jetzt schon schwätzen und dann kommt nochmal eine Quest? Nein, sieht auch noch aus, als hätten wir das erledigt. Okidok. Okidok, dann haben wir das erledigt bei denen. In dem Fall schauen wir mal nach, was da vorne vor sich geht. Hallo zusammen! Ich bin da, also muss ich noch weiterführen. Okay. Okay. Torga. Nein. Was ist der Wer Tor? konnte Torga so etwas antun? Er wollte doch nur seine Geschichten erzählen. Was denn? Wer ist Das jetzt der kann Torg? ich Ist der euch von Froschloa, oder? Die Blutrolle. Folgt mir. Die werden bezahlen. Der Torg ist doch der Frosch-Dings. Viel zu tun. Quest beenden! Beschwer Sandy und bitte ihn um Sandra Hilfe! ist immer da. Let's go! Holen wir den Todesloa wieder. Ich kämpfe für die, die sich nicht selbst schützen können. Ah, ich muss stehen bleiben, wenn ich das drücke. Wo Sandy beschwören. Let's go! Beschwören wir ihn und fragen ihn, ob er uns helfen kann. Tu, was immer ich tun muss, damit mein Volk sicher ist. Tötet Beschwörerin Yards. Ihr wollt mit der Seele vom armen Torga reden. 20. Ich glaube, am mehr würde sich dann schon fast das da lohnen, der Umhang, der neue. Also wir nehmen die mal an, es gibt etwas Neues, Schönes. Jagdfilm Schreckenssauger mit Hilfe von Lack, Schriftrolle der Verbrennung in die Luft. Und der Boss Andy beschafft 10 Blutrollenseelen aus Torga. Also wir müssen ihm 10 Seelen bringen dafür. Macht er uns das für uns? Wurde schon getötet. Holt euch doch seine Seele. Okay. Brennt ein Feuer in euch. Die reden alle so völlig wirr durcheinander, das hätte ich jetzt gerne zugelassen. Meine Hilfe wird Aber ich würde sagen, wir machen uns zuerst mal auf den Weg da hinten. Torgas Eingeweide. Okay, da drinnen müssen wir im Fall anfangen, mal alles ein bisschen abmerzen. Dann machen wir doch das. Und da hinten können wir dann auch Blutzellen beschaffen über von diesen Spinneli. Also wir haben da alle Quests aufs Mal. Plus ein Kisteli. Plus ein Kisteli. Okay. Oh, jetzt sind wir noch wirklich ein nach dem anderen gerade abrotten. Dass wir da nachher freie Bahn haben zum Dings einsammeln. Let's go. Oder müssen wir die überhaupt auch töten? Das ist die andere Frage, gell? Nein, ich muss ich nur so in die Luft jagen. Weil gegen die muss ich gar nicht kämpfen. Das ist zu weit entfernt. So, dann der da. Let's go, von denen müssen wir nämlich einfach 5 in die Luft jagen. Dann sollten wir das an dem Ecke eigentlich sehr schnell erledigt haben. So, den können wir schnell angreifen. Also meine Drachenfalken können das machen. Ich sprenge in dieser Zeit in die Luft, wenn das geht. Nein, der unterbricht mich die ganze Zeit. Okay. Dann tun wir ihn schnell da verwirren. Tada, in die Luft sprengen. Okay. Okay, dann haben wir das erledigt. Ah, was? Nein, den haben wir jetzt erledigt. Jetzt fehlt nur noch beschwörende Yards getötet und nochmal 5 von denen. Okay. Solo. Das heisst, 3 haben wir schon wieder mal. Was geht, wieso geht denn das nicht? Weil meine Drachenfalken tot sind und ich nur lang wieder nicht aufpasse. Ja, genau. Ja, genau. Ich habe wieder nicht aufgepasst, ich Knuddel. Ah, Menno. Ich bin einfach so ein Noob-Jägerspieler. Ich bin wirklich so ein absoluter Noob-Jägerspieler. Da vorne haben wir dann den Jungo, aber nicht die Person, die wir brauchen. Ich würde sagen, wir räumen die jetzt auch noch weg, weil die würden uns eh angreifen. Ja, ja, hit mich einfach einmal, das ist voll okay, so. Sola, nice. Und das ist Beschwörerin Jans. Ah, der kommt noch am Weg da.
Dann tun wir noch schnell die Beschwörerin Jans töten. Dann haben wir das nämlich schon wieder einwandfrei abgeschlossen, soweit ich das jetzt verstanden habe. Ah, der hat er jetzt wirklich auf uns gewartet. So ein geiler Sieg. Er hat wirklich darauf gewartet, dass wir gerade zusammen den angreifen können. Nice. Nice, nice. Also der kommt auch daraus, was er macht. Er hat auch gerade unterbrochen. Ich muss So, zuerst nice. etwas anvisieren. Geht's noch? Ich wollte noch looten. Hey! Ich spreche für Garun. Er befiehlt, ihr dient oder sterbt. Die Hülle dieses Loas nährt mich, nährt Garun. Wir wissen immer noch nicht, wer der Gahun ist und Nudeln. Und ich will trotzdem jetzt da noch looten. Geht's noch? Als würde ich mir das Golden Gala da. Genau, über ein Gold haben. Und er hat einfach uns davon schicken. Nein. Also wir müssen in dem Fall jetzt wieder auf den Weg zurückgehen. Aber irgendwo da jetzt noch Schatztruhe geben. Da hinten! Nice. Nice, nice, nice. Haben wir das Kistchen noch können schnell an uns nehmen? Da haben wir sogar noch Kriegsressourcen bekommen. Das ist das da hinten. Also Kriegsressourcen haben wir langsam richtig gut. 260, ich weiß immer noch nicht, für was genau wir das brauchen, aber wir haben schon mal genug von dem eingesammelt. Also einigermaßen. Oh, falscher Knopf. Genau, weil 260. Ich weiß immer noch nicht, für was wir das brauchen. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir bitte in den Kommentaren. Wir haben 260, vielleicht können wir uns mit etwas Hübsches pösteln oder irgendetwas in die Richtung. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt mal alle Quests abgeschlossen. Und dann schauen wir mal weiter, was mit dem Gahun auf sich hat, der den Loa getötet hat. Ich sag mit. Genau, wir nehmen den Umhang, haben wir gesagt. Level up! Level 47! Quiz beenden! Bitte Pausani Targes Geist heraufzubeschwören. Ich persönlich würde sagen, wir beschwören ihn in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde World of Warcraft mit dem Schweizer. Kommt noch schnell der Umhang anziehen, sieht er gut aus? Ja, ja, sieht noch. Kann man noch durchgehen lassen. Ich danke noch vielmals fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, Runde World of Warcraft mit eurem Schweizer. Danke vielmals und ciao!